Für uns Kinder war früher der Berg in der Sommer, was heute für die Kinder der Costa Brava ist. Da hou keine in een super Badeanzug an. Nee, das war maar een oude Ungerbox. Und dann wurde de Wett geschwommen. Ab und zu kwam er al eens een kapotte kat de bergen raaf. Da jovet hinger de jades in roet begrijpnis. Ene wordt pastoor, de andere keuster en die andere moesten zingen en beer. En voor dat alles in de Ungerbox. Die nog niet zwemmen kozen, kreeg je kleine nesselzekjes opgeblazen en omgebonden. Het wordt de koelkap en steekbuikje vangen. Het wordt de stauwdem geboet en uit zeitungspapier kleine schepjes gebasteld. Aan de schießstand houden Pelzer kurven in grote wee met appel- en pruimenboom. Dat was de berg het schönste. Daar wordt op de schorp gereden en appel en pruimen geklaut. Wo die berghinger die jades sleep, houden die lui in een kleine steers. Daar wordt de wijs opgewassen en vats op de linie hangen. Die kinder houden daar ook dan trouwt gezien, wie die heel lang schotten op hof en wie die zich het ongerlief wijsden. Nu houden ze al angst en weten ze niet wat ze biechten zullen. Marietje wil voor pastoor zeggen, ich habe die Unkeusheit gesehen. Peter will sagen, ich habe die Pforten der Hölle gesehen. Er hat dann Trautzen Batze gesehen. Jan Mende haut de Mol, hat nichts gesehen. Damit waren sie doch alle verstanden. Heute ist der Berg allang wut. Dann ist al dood. Die Kinder sind gut. Aber sie kallen heute und dux noch immer van de Berg. Und wenn dann traut er Batze. Ja. Undank ist der Weltenlohn. Hendrik had ze je mofa gejolle. Voller Stolz und Freude woog er door het dorp. Midden op een straat kwam zo'n hoonteenge. Dat was zo'n richtige dorfkeuter. Die dan nog nie het van een straßenverkehrsordnung gehoord had. Weil der Hendrik der Hund nicht kaputt fahren will, fuhr der Tengen in Much an und wohl mit dat Mofa op de straat. Dabei verstauden er sich het Handgelenk. Wie Hendrik sich von der ersten Schreck erhalt hat, kam der Hund zurück und biet ihm in den Arm. Und wie der Hendrik opspringen will, zag Herr Mader, wie der Hund in Binkenhof und hem op het Mofa pinkelde. Hendrik war fassungslos. Er had de Tränen in de Ohren staan und dacht Manner, du blöder Hund, aber so ist er in het leven. Undank ist der Weltenlohn. Die ganze Familie hat Pilze gesammelt. Pap so hat hij met een groot boek. Hij ging alle Pilze nachkicken und sortieren. Die essbare worden gewaschen und für den Mittag gereed gemacht. Und die giftige komen auf der Kompost. Weil nu der Kater Mam die Beine anstrieken wordt, joef Mam der Kater alle paar Pilze voor de vreten. Dan joef het middageten, dat schmookt zo jood. Nou, het eten ding Fritske in een brul. Pappens jou, onze Kater geht kapot. Der Kater krümmte sich van de pijn in der Bug. Pap, die Pilze waren giftig, sagt Fritzke. Moeten we nu sterven? Mam stürzte an het Telefon und Notarzt, Krankenwagen komen al met Blaulicht und brachten alle Mann in het Krankenhaus. Al kregen ze de maag uitgepompt. Na 2 Stunden wurden ze weer naar heim gebracht. Het ging haar alle zo schlecht. Fritzke grien en hij jong om de kapotte kater te zoeken. Opeens, toen kwam dat Fritzke gelopen. Pap, die Pilze waren ja niet giftig. Er war jong, sagt Pap, de kater had zich toch gekrümmt van de pijn. Fritzke vong aan te lachen. Pap, de kater, dat is ja geen kater. Dat is een moorkat en die had ergens 5 jong katten gekregen. Neulich ging ich het Maus uit het Fenster und du sah ich da 2 Arbeiter. Eine davon muckt mit der Schöppe geruht Loak und der andere kommt dahinter und macht das Loak mit der Schöppe weg zu.
Ich trude mijn oren nicht, ich kiek nirgends. Wirklich, eine mag ich rot Loak und der andere macht das Loak weer toe. Wat maakt da? Han ich die zwei gefragt. Ach, sagt der eine, das ist ganz einfach. Normal sind wir mit 3 Mann und heute müssen wir Boompoorten. Also, das ist so. Der erste macht den Loak, der zweite setzt in den Boom drin und der dritte macht das Loak weer toe. En voor het maaien waar der zweite krank wurde. Du musst wir alleen werken. Und das ist eine wahre Begebenheit. Größe soll man, so hieß es. Juf schlommelde mit seinen Oos und ik kreeg gemäß de Dorpsstraße runter. Die Sonne schien so schön, die Wühlkes flödde. Juf fing an de drömen. Und er merkte erg laat dat de Oos met die Kermès alle ganz Stück hinter hem herkwam. Zo'n Oos hou het ja niet eilig. Juf waardde so lang, bis Monsieur weer bij hem war. Ganz langsam drehte Juf sich weer und du zag ja nicht, wie het van sich af pas durchkomme. Juf wohl sich de Kopf afdoen und größe. Du hört all die kräftige Stimme von Pastor Marion zusammen. Juf trof der Schlag. Der Vloerdekker lot op zijn kop terugvallen. Hij wisselde de kleur, haalde wiet uit, sloeg de Oos links een reizenpaar om die oren en sagte voor dem, du dumme Lummel, willst du de broer wel daar eens iets zeggen? Ja. Neulich, du warst als bij een Psychiater. Wie ich in ganze Stunde bei dem gesagt habe, du sagte für mich, wenn Sie jetzt nach Hause gehen, dann müssen Sie sich selber finden. Na ja, da ich bei mich dämmert gelobierte. Hem habe ich mich fast an Söke gegeben. Was meint wel wat ich alles gevonden habe? In een oude verblutste kamerpot, in een kapotte jutsklomp, in een verroosde maisjaffel, in het zinken emmer bij de loak drin, in ijzeren ketten, in een afgebroken stiel van een schuffelke, in een afgeknarde knoak die de hond zich vergraven hou, in een uitgeleierde verschluss van een zeekvaart, in een verroosde hoek van een karrediel, in een halve slipsteen en een stuk daarvan af een heurebeus. Alles dat heb ik gevonden, bloos mijzelf heb ik niet gevonden. Hoe ben je nog allemaal aan het zoeken? Der Müßiggang. Oma zat met haar Enkelkind Fritzke in de Stuf und war der Mann belieren. Oma sagt, Fritzchen, nu hör eens toe. Het is toch wichtig in het leven. Dat is ook wichtig in het leven, dat darf ze nie vergeten. Müßiggang ist allerlaster Anfang. Fritzke kijkt die Oma met grote, ongläubige Ohren an. Oma, dat stimmt nicht, sagt Fritzke. Dat kannst du mich nicht wiesmaken. Oma war fassungslos und wusste nicht mehr, was zu sagen soll. Sie war ganz schockiert. Hören's, Oma, sagt dat Franzke du. Meine Pap, der hat eine Laster mit 5 Jang, 4 Vorwärtsjang und 1 Rückwärtsjang. Aber wo der Müßigjang liegen will, das will ich nicht. Ja, so. Ja. Wahre Liebe. Hein und Marie waren in der Flitterwoche nach der Königssee. Sie waren erg glücklich. Sie schlepen Wörl und Junge auf Wörl spazieren. Da war so eine schöne Weg in der Busch, bloß ein Stell. Da waren Wörl stehen und Water. Hein hielt Marie an der Hand und sagt ganz zärtlich, Kleinchen, heb deine Beinchen, da kommen Steinchen. Marie strahlte der Hein an und er wurde sich het eerst geküsst und du droog der Hein dat Marie über das Water. Na etliche Jahre waren die zwei auch bei uns in der Urlaub an der Königssee. Der Zahn der Zeit hat all düchtig an haar geknarrt. Sie gingen auch bei uns spazieren und Marie führte Hein auch wieder an die Stelle, wo es damals so schön war. Marie sagt für der Hein, wat meinst du, wilt dich hier nichts ab? Hein keek eens und meende du, hier is even veel pratsch, du oude krom biers heeft tot den puur op zijn slikse met in je water.
Ja, nie ist noch etwas Flöte, darf man nicht verjährten. Es war in der schlechte Zeit, damals die jungen Lü noch hier nach der Kirmes, sie ins so richtig satte Erde. Peterke hat sich die ganze Weg über königliche Freud, dass mit Pap und Tante Marie verungerwogen nach der Kirmes geschoren. Wie sie durch die Brien mit dem Rad vor, du sagst, Pap, Jung, du darfst nicht mehr so viel Erde, sonst kickt Tante Marie wäre so komisch. Und da werde für die nächste Kirmes nicht mehr eingeladen. Weißt du was verdammt? Wenn ich mein, dass du hier noch Erde hast, dann flöt ich und du musst mit Erde abhören. Peterke versprochen, hoch und heilig. Aber es kommt ja immer alles anders, als man es sich vorstellt. Pap vertelde mit ein Schenk van der Kreis und hat het Peterke darüber ganz verjährte. Peterke hou al het 7e Stück Kuchen tussen. Aber Peterke hou niks gemerkt und hij oot weer bis het niet meer ging. Toen streek sich über der Bug, rebschte ins Jod und riep op zijn Pap. Pap, nu flöt er endlich, anders baas dich.